En schönen guten Abend hier an der Augustbildung an der EWB. Mein Name ist Nora Schleich. Ich arbeite seit 4 Jahren hier und sind ganz froh, immer zu sehen, dass ich immer mehr Leute hier an die EWB verlieren. Das freut uns an mich ganz besonders und ich hoffe, dass der Velo angeprägt tut, an wie oft bei uns kommt. Also herzlichen Merci, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Das ist ein Abend, ist nicht nur ein EWB-Abend, das ist auch ein Abend zusammen am Forum mit der Zeitschrift für Politik, Gesellschaft und Kultur. Und mit der Bayernhaus ASBL, die wir noch ein bisschen mehr am Detail vorstellen. Obwohl ich meine, dass ich schon viele Gesichter hier gesehen die Bayernhaus auch schon kannten und schon bei anderen Abenden da waren. An der Abend da, weil wir hatten eine lange Seance und Info-Abend zum Thema Wohnen, aber das Wohnen eben auch noch kann sein, wie just an einem Haus sich abhalten und da essen und schlafen und eurem Abstuhl. Das ist ein Abend, also unter dem Titel Groß Lebensfrohen und an der EWB beschäftigen wir uns ganz viel mit dem Thema Leben, Lebenswelt, de Modernen als Gesellschaft, wir führen allem auch als Gemeinschaft. Und die meisten werden schon mitgekriegt tun, am Logement zu Lützeburg ist es nicht immer so ganz einfach. Und das ist auch nicht Santa Gösta, dass ein Observatoire de l'Habitat ein kontinuierliches Haus von den Wohnpreisen festgestellt wird. Den Observatoire, der wohl auch das Logo vom Ministère du Logement dreht und mit weiteren Ministerien und öffentlichen Einrichtungen zusammen schafft, weist auch ausdrücklich darauf hin, dass Städte immer mehr schwer kriegen, für Wohngelegenheiten zu kommen. Als das vielleicht ein Problem den Hausgemach ist, müsste nicht für den städtischen Wurst auch zu kompensieren, viel mehr Wohnungen Marché für die Leute zu logieren, die Häuser schaffen, aber Wohnungen, die noch bezahlen könnt, geht der Wohnraum vielleicht nicht immer ganz gut geplant, mir auch gar nicht genug mobilisiert. Oder aber hängt es vielleicht ein bisschen so mal zusammen, dass man Wohnen liegt einseitig verstehen, notwendigerweise und eine eigene Proprietät geknappt, den Traum vom Eigenheim, der könnte man alle Guten irgendwann erzählt. Profitiert dann als Gemeinschaft nicht aber vielleicht davon, auf viele Plätze, dass es Alternative könnte gehen, die es auch gehen, wenn es gehen, aber wieso sie es ein bisschen schwer auf Fuß zu fassen, da fällt man nur, wenn der Ball voll auch beschwätzen. Der Punkt 1, ob die werden Herr Antoine Pacou gleich auch, nämlich ein kleines Hors d'oeuvre auf Französisch, eine kleine Reflexion zum Thema Logement zu Lützeburg, und dann wird ein Table ronde stattfinden, wo 3 Panelisten diskutieren, aber für allem auch mit ihr, das heißt, wann auch immer du wollt ihr ausschalten, sind da herzlich dazu invitiert. Wie gesagt, für dich tun wir heute der größte Glück, den Herrn Pacou heute zu begrüßen, hinaus ein Geograf Sozial, das hatte ich auch noch nicht viel drin hören. Hier beschäftigt sich mit der räumlichen Dimension und mit sozialen Inegalitäten, die damit zusammenhängen. Und hat ein Doktorat gemacht an der Social and Economic Geography, und als Research Scientist LISER, dem Lützeburgischen Institut für sozioökonomische Forschung. Nicht ganz viel Recherche und Publikationen schon veröffentlicht zum Thema Probleme am Logement und noch das Logement in der Krise, aber besonders die Verteilung von Immobilienvermögen. Donc on est très reconnaissant que vous êtes ici aujourd'hui avec nous et on est ravis d'entendre ce que vous avez à dire sur le thème du logement et les problèmes du logement et les crises du logement et toutes les choses qui sont liées. Alors je vous invite à prendre le micro et merci beaucoup. Oui, it's yours. Oui, merci beaucoup pour l'invitation et merci à tous et à toutes d'être venus si nombreux et nombreuses à cet événement. On m'a donné un petit peu carte blanche pour parler sur le logement et ce que j'en pense et pourquoi est-ce qu'on est dans une crise et comment est-ce qu'on pourrait en sortir. Mais je n'ai aussi que 10 à 15 minutes, donc je vais essayer de rester assez bref. Donc je vais peut-être partager quelques petites réflexions. Je ne vais pas faire un peu un étalage des problèmes de logement au Luxembourg. Je pense que tout le monde est assez conscient de où vient le problème. Moi, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est de savoir pourquoi ce problème dure depuis si longtemps. On est dans un pays où voilà, on a déjà eu la révolution industrielle, l'arrivée importante de populations étrangères au début du XXe siècle, et on regarde un petit peu ce qui a été écrit sur cette époque-là, on essaie de regarder dans les archives, et on remarque qu'il y avait autant une crise du logement dans les années 1920 qu'aujourd'hui, et que depuis, les prix n'ont fait qu'augmenter, les difficultés n'ont fait que croître, et la différence entre ceux qui ont des propriétés et ceux qui ne l'ont pas ne fait que se creuser. Donc c'est vraiment plutôt pour moi la longue durée du problème, la répétition du problème, et l'idée que quand les choses sont répétées, c'est que d'une certaine façon elles sont voulues et recherchées.
Et le fait que politique et société civile, depuis maintenant beaucoup d'années, ne cessent de répéter qu'il faut prendre des actions, qu'il faut faire des choses, qu'il faut en savoir plus. Et nous, au LISER et aussi dans le cadre de l'Observatoire de l'Habitat, on n'arrête pas de publier des choses, on fait des études, on récolte plus de données, on fait plus d'analyses, et d'une certaine manière, on montre toujours que les problèmes sont les mêmes, que les problèmes sont là, mais on nous demande constamment de faire plus de recherches, et comme c'est notre travail et qu'on aime faire ça, on fait plus de recherches, mais au bout d'un moment, je sens une certaine frustration dans mon travail de continuer à approfondir, à aller toujours plus loin, à toujours mettre plus de points après la virgule sur des constats qui sont relativement simples, et qui, avec un petit peu d'effort et de volonté, pourraient être attaqués de manière plus frontale. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma réflexion en tant que chercheur. Et je parle aujourd'hui vraiment en tant que chercheur et pas du tout en tant que membre de l'Observatoire de l'Habitat ou du ministère du Logement. Je voudrais commencer un petit peu cet exposé par une petite réflexion sur un livre que je suis en train de lire actuellement, qui s'appelle « Le normal et le pathologique », écrit par Canguilhem, un philosophe français qui a beaucoup travaillé sur la philosophie des sciences et sur la médecine. Et en lisant ce livre, ça m'a apporté à des réflexions sur comment est-ce qu'on définit ce qui est normal, comment est-ce qu'on définit ce qui est pathologique. Et c'est un bouquin de 300 pages, et à la fin du bouquin, il n'a toujours pas émis de réponse claire sur ce qui est normal et ce qui est pathologique, mais je pense que c'est ça qui est important. C'est de comprendre que ce n'est pas quelque chose de très simple, qu'est-ce que la normalité, qu'est-ce que l'anomalie, à quel moment est-ce qu'un fonctionnement devient pathologique. Et pour moi, je pense que ça peut être une façon peut-être plus neutre d'aborder la question du logement, ne pas l'aborder en termes de qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est immoral. C'est des questions qui ouvrent des portes vastes sur le concept de moralité, sur le traitement de la loi, etc. Normal et pathologique, c'est plus fonctionnel. C'est une façon de dire qu'est-ce qui permet à un organisme de fonctionner, quelle est sa physiologie, quels sont les mécanismes en jeu, et à quel moment est-ce que ces mécanismes se grippent, deviennent pathologiques, deviennent quelque chose qui nuit à la continuité de l'organisme. Et je pense qu'on peut, utiliser ce cadre vraiment assez simple, en fait, pour interroger un petit peu le problème du logement au Luxembourg. Et est-ce qu'on est arrivé à un stade où certains mécanismes qui ont à voir avec la production de logements, la gestion de logements, la gestion de terrain, est devenu pathologique au sens où il entrave complètement le fonctionnement normal de la société. Et ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup des milieux économiques, qui disent que le Luxembourg a du mal à attirer les talents qu'il faut pour faire progresser l'économie et croître toujours plus. Mais je pense qu'il y a un autre volet qui est vraiment plus le fonctionnement en société, qui est, je crois, beaucoup plus fondamental. Et je pense que la logique du logement et les mécanismes qui se mettent en place et qui sont, à mon avis, qui nuisent en fait à la constitution du Luxembourg en communauté, qui met des entraves à un vivre ensemble qui semble de plus en plus compliqué à mettre en œuvre. Donc cette question de à quel moment est-ce que les mécanismes sont pathologiques, je pense est important de souligner, parce que c'est un peu dans les excès, dans le pathologique, qu'on comprend aussi mieux comment fonctionne le normal. Donc je vais peut-être donner quelques petits exemples. L'idée, par exemple, qu'il y a un nombre normal de logements qu'une personne peut détenir. Alors ça, c'est une question, je pense, importante. Est-il normal d'être propriétaire de son logement ? Voilà, il y a certaines personnes qui diront oui, d'autres qui diront non. C'est une société, Luxembourg, où être propriétaire est la norme et accepté comme un idéal que tout le monde cherche à obtenir. Soit. Après, quand on commence à monter sur un nombre de logements plus important, est-ce qu'on reste dans le cadre de la normalité ? Est-ce que détenir un bien qu'on met en location ou un bien qu'on met à disposition pour ses enfants, pour qu'ils puissent être logés gratuitement, est-ce que ça, c'est encore normal ?
Au Luxembourg, on sait que c'est le cas de beaucoup de familles qui ont des origines au Luxembourg depuis longtemps, qu'on a peut-être par héritage, peut-être par investissement, peut-être par chance, plusieurs logements. À quel moment est-ce qu'on quitte le seuil de normalité? Est-ce que c'est à partir de 5 logements, à partir de 10 logements? L'analyse récente de données cadastrales nous montre qu'il y a des gens au Luxembourg qui ont plus que 50 logements en propriété privée, en leur nom. Avec un maximum proche de 100. Est-ce qu'on arrive à des choses? Est-ce que c'est encore des choses normales? Je pense qu'il est important aussi de s'interroger et de réfléchir vraiment à quel moment est-ce qu'on passe d'un seuil normal à un seuil qu'on considère peut-être pathologique et un synonyme de relations interpersonnelles qui sont plus normales, qui sont peut-être imbues d'une certaine hiérarchie de pouvoir, de domination, de capacité à demander des augmentations de loyer sans que l'appartement n'ait même été repeint. Donc je pense que c'est important de réfléchir comme ça, de nous dire en tant que société à quel moment est-ce qu'on trouve quelque chose problématique pour le vivre ensemble. Et je pense que cette notion est très peu problématisée au Luxembourg. Le fait de mettre un logement en location à titre personnel, c'est quelque chose que la Constitution permet. Chacun peut user de sa propriété comme il l'entend. Mais au niveau des relations interpersonnelles, ça veut dire quelque chose. Ça crée une relation, une hiérarchie de pouvoir entre une personne qui détient le bien et une autre personne qui en a besoin et qui est prêt à payer pour avoir ce bien. Et cette relation au Luxembourg est, on le sait tous, très peu encadrée et donne lieu à des situations de vie qui sont non idéales, avec ce qu'on appelle nous au Luxembourg, l'ISER, le taux d'effort, des gens qui payent plus de 40% de leurs revenus pour leur logement. Et dans un système où il manque cruellement de logements, les propriétaires sont en position de force pour imposer leur vouloir aux locataires qui cherchent à se loger. Et je passe toutes les notions de discrimination sur quelque base que ce soit. Les propriétaires ont le droit d'utiliser de leurs biens comme ils le veulent. Ils ont le droit donc de choisir leurs locataires comme ils le veulent, sans qu'on puisse leur opposer n'importe quel critères de transparence ou d'explication. Donc je pense que parler de normal et de pathologique, ça permet de s'interroger aussi en tant que société sur qu'est-ce qu'on a peut-être trop longtemps considéré comme normal. Est-ce normal qu'un propriétaire de bien puisse choisir comme bon lui semble le locataire, alors que beaucoup d'autres personnes avaient exactement des caractéristiques qui étaient similaires? Est-ce qu'on trouve normal d'introduire cette dose de relation de pouvoir, de subjectivité dans une relation qui devrait être que purement économique? Donc c'est un petit peu ça, je pense, voilà, ma réflexion, c'est de dire qu'est-ce qu'on trouve actuellement normal en tant que société, et est-ce que ce normal, on ne devrait peut-être pas y réfléchir à deux fois. L'autre exemple sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est la détention de terrain. On sait qu'on a besoin de logements, on sait qu'on a assez de terrain libre et constructible au Luxembourg pour répondre à cette demande en logement, mais on voit qu'il y a très peu de logements qui sont produits chaque année et beaucoup de propriétaires qui ont hérité leur logement, hérité leur terrain, qui sont dans la famille depuis plusieurs générations et qui ne veulent pas le vendre, mettre en location ou même les utiliser eux-mêmes. Et il y a ce discours qui dit c'est normal, il y a X terrains qui sont gardés pour mes enfants, je veux m'assurer que j'ai pas une tour de 4 étages dans mon jardin. Et tous ces discours sont d'une certaine façon normalisés et oublient complètement que la détention de terrain est un fait d'une très petite minorité de la population, surtout si on pense à la population du pays en entier et aussi de tous ceux qui y contribuent économiquement via le travail frontalier. Donc c'est encore une fois, je crois que beaucoup des discussions politiques, de la façon dont on parle du logement, sont à un point de départ, sont basés sur des hypothèses, sur ce qu'il est normal d'accepter en tant que société. Et cette normalité est très peu remise en question, alors que sur beaucoup d'aspects, si on regarde ça de l'extérieur, on se rend compte que c'est des manières, des mécanismes, des relations interpersonnelles qui sont fondamentalement nuisibles au fonctionnement de la société.
Donc voilà, moi ce que je remarque, c'est que la plupart de ces pathologies sont liées à des formes de prise de plaisir individualiste. On aime être bailleur parce que ça nous donne une relation de pouvoir. On aime être propriétaire foncier parce que ça nous donne le contrôle sur notre environnement immédiat, sur le patrimoine, sur le futur de nos enfants. On aime vendre son bien le plus cher possible parce qu'on pense qu'on a mérité cette plus-value. Donc il y a ces formes de prise de plaisir qui sont très individualistes. Et je pense que ça, c'est peut-être une des origines du problème, c'est qu'on traite le logement comme quelque chose qui peut procurer une certaine satisfaction individuelle ou familiale, mais très restreinte. Et on oublie un petit peu des formes de plaisir, de prise de plaisir plus collective. Et je sais qu'on va entendre parler de certaines de ces formes plus tard, mais de penser au logement et à la production de logements comme à une entreprise collective et pas seulement individualiste où chacun essaie de tirer au mieux son épingle du jeu. Voilà. Ça, je pense que c'est un petit peu la direction qui pourrait nous faire progresser, je pense, en tant que société. C'est d'un côté de s'interroger sur qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est pathologique, et à quel moment est-ce qu'on a fait une transition vers l'un et vers l'autre, et que l'état qu'on considère normal est en fait nuisible. Et je pense qu'il y a vraiment 3 domaines où il faut vraiment qu'on regarde tous ensemble. C'est les terrains. Comment faire pour mobiliser les terrains, mais pas seulement par des taxes, mais aussi collectivement par un projet, par des façons d'utiliser ces terrains plus collectivement, de permettre des formes d'exploitation, d'utilisation des terrains plus communautaires. De 2, c'est le marché locatif, parce que le Luxembourg n'est plus autant un pays de propriétaires qu'avant. L'accès à la propriété est de plus en plus difficile, surtout pour ceux qui viennent au Luxembourg sans possibilité d'hériter. Et cette relation sur le marché locatif est une relation fondamentalement asymétrique entre une population qui détient les biens et une population qui a besoin de se loger pour pouvoir travailler et qui est prêt à payer ce qu'il faut pour pouvoir se loger, surtout sans une nationalité européenne qui permet de traverser la frontière. Donc le marché locatif est basé sur une relation, sur une hiérarchie de pouvoir, et il y a cette idée que les bailleurs traitent leurs locataires en bons pères de famille, préfèrent un locataire stable sur un long terme plutôt que des loyers élevés, mais on voit, et on le remarque dans nos recherches, que des nouveaux intermédiaires arrivent qui promettent aux bailleurs des rendements décuplés s'ils divisent leurs appartements en chambres, s'ils mettent leur maison en co-living, s'ils utilisent des outils digitaux de court terme pour optimiser leur rendement. Donc on voit que le logement devient de plus en plus un bien d'investissement, d'optimisation et d'optimisation fiscale, bien sûr, au Luxembourg. Donc c'est contre ces logiques individualisme de maximisation de rendement, d'investissement, plutôt réfléchir combien de logements est-ce qu'on a vraiment besoin et comment faire pour que cette location soit faite de manière à permettre à tout le monde de se loger. Une idée par exemple, c'est d'avoir, comme on a pour la gestion locative sociale, une gestion locative publique, centralisée pour le marché locatif où bailleurs s'enregistrerait, aurait un label qualité en échange de la perte du choix du locataire et de l'obligation de se conformer à certains plafonds et réglementations de loyer. Donc un peu un matching, de dire on enlève aux bailleurs privés le choix des locataires pour qu'ils restent le plus objectif possible et que les gens qui ont besoin de logement soient logés correctement. Donc voilà, je peux continuer. Si vous avez des questions, je suis aussi tout à fait disposé à y répondre. Et voilà, mais l'idée de fin, c'est vraiment de passer au logement comme une façon de prendre du plaisir collectif plutôt que individualisé. Voilà, merci. C'était bien, 13 minutes.
Right on time. Donc merci pour les réflexions philosophiques, ça m'a beaucoup plu, j'espère vous aussi. Donc Monsieur Pacou reste encore pour un peu de temps pour les questions après. Donc grand merci. Oui, bon, on peut tous retenir qu'il faut veiller qui définit ce normal du logement et que le nouveau normal n'est pas en fait à la base pathologique. Le logement, question démocratique, donc pour nous tous, faire le goût et pas seulement de 0,1% de gens en possession. Donc, une question existentielle. Vous ne nos mehr wie just, wie gesagt, schlafen an Netflix gucken, overs, mit der schon etwas mit einer Lebensform zu dienen, die eben gemeinschaftlich auch etwas für uns alle Guten hecht. Und da wird das immer den Ofen high, für eben zu gucken, was könnte man dann als Alternativen anbieten, wenn eben das Logement, wie man es lo, vielleicht als normal gelehrt, gut, nicht mehr funktioniert. Wir haben, wenn es da paar Leute anbietet, auch dieses fundamental mit dem Problem, also nie gesagt tun, an proaktiv auch eine Wesen für Lesungen zu finden. Ich spiele dann also nur 4, ich weiß nicht, wo sie alle gut sind. Für die ich Céline Zimmer, sie ist Architektin an Chercheuse. Sie hat eine Doktorarbeit geschrieben, heute zu Lützeburg, über ein dritter Wohnsektor für Luxemburg, Emanzipation von Macht und Staat in der Wohnversorgung. Also ein cool progressiv These. Sie beschäftigt sich also mit der Kooperativen als Lesung für abordable Wohnraum zu Lützeburg. Also Céline Zimmer, merci, dass ihr dabei seid. Einen kleinen Applaus. Brett, was du willst. Brett steht auch schon der Geritäterisch vom WG-Projekt, Projekt von der Live ASBL. Sie kümmern sich um Gestion sozial, für mehr WG Wohnmarché zu haben. Proprietäre sollen eben mehr Raum für WG anbieten. Also sie bieten eine Karte dafür für ihre günstigeren Loyerspreis. Wir hören nur noch mehr dazu. Dann haben wir noch macht die an Becker von der Beinhaus von der Beinhaus ASBL, sie ist Vertreterin von dieser ASBL, eine ASBL, die sich für gemeinschaftlich und partizipativ Wohnen am Alter aussetzt. Merci auch, dass ihr hier seid. Es scheint nicht alle guten heute zu haben. Ja, kleinen Applaus, selbstverständlich. Die hat d'Entrée vom Herr Pacou auch hören, die Probleme, die genannt wurden, ganz pointiert. Ich meine, ASBL oder ein Drift für sich mit dem Thema zu beschäftigen, sie nicht einfach so kommen. Wie holt ihr die Probleme, wo den à la base zu Lützeburg in Bezug auf das Logement steht? Ein Mikrolein jeweils nicht ihr, also gibt mich schon interessieren, und euch wahrscheinlich alle gut, wie ihr dazu steht. Wo fängt der Film am schnellsten aus? Also. Maja, du hast ja schon gezählt, dass ich am Anfang meinen Doktorarbeit darüber geschrieben habe. Und ich habe am Anfang angefangen mit, ich bin als Architektin. Das heißt, ich hatte die Chance, ein PhD zu machen. Und ich wollte gucken, so ganz, ich komme auf Plötzlich und ich durchkomme. Du hast die Forschung und du siehst ein Lesung für die Wohnungskrise, was natürlich ziemlich ambitiös war. Und ja, auch, es gibt nicht die Lesung für die Wohnungskrise. Wir haben am Anfang schon angefangen, eben mehr dann so architektonisch, das eben eine Menge Disziplinen, natürlich schon gedacht, okay, wie kann ich gucken, dass eben Typologien plötzlich bringt, wo ihr seht, okay, zum Beispiel Medien als Wohnraum und so weiter und so fort. Und schon aber relativ schnell gemerkt, dass Krux vom Problem am Anfang außerhalb von meiner Disziplin gefallen. Und viel das, was den Antoine gerade gesagt hat, dass mit dem war das noch normal. Schon das und irgendwann denke so mal han froh den Paradigma, das mir zu Lützeburg ist hier abgewusst. Ich kann ja auch ganz transparent so, also ich habe selber Proprietät, meine Eltern haben Proprietät. Und die Paradigma, den du da stößt, da sind mit Wohnraum einfach immer Kasur verdenken. Da tun ich dann irgendwann mal angefangen zu erfreuen. Und dann ist es Schloss gegangen und dann war ich, hat das Thema mich einfach, weil es so interessant ist an alle Lebensbereiche von der Societät eben aufwirkt. Also den Anton hat das auch schon gerade gesagt, mir die Probleme hat. Wir brauchen Leute, die plötzlich kommen für das Wirtschaftsmodell, für das Pensionsmodell und so weiter, aufrecht zu erhalten. Die Leute müssen irgendwo wohnen. Dann ganz viele Inegalitäten, die zu Lützeburg entstehen. Ja, und du hast schnell wieder ausgelöst. Also ganz vielschichtig auch. Gary, dir mit eurer Live-ASBL am WG-Projekt, wo dir dann Krux zum Projekt gesehen, wie Céline so gut so gerade?
Ja, so mit Live-Aspekt haben wir von ganz frei als Membre Live was à l'origine eine Jugendumweltorganisation gewirrscht, die Türen vom Movement Ökologique für 25 Jahre. Und du hast eben Leute an WG gewohnt und du damals war das noch ganz ungewöhnlich zu Lützeburg und noch zum Teil ganz kompliziert. Und wir haben am Anfang ein bisschen Beileben später, wie wir nicht mehr aktivistisch in NRW waren, rausfand, dass du durch das in als SPL eine Wohnung von einem Proprietär lohnt und sie dann als WG immer verlohnt, dass das ein ganz reihe Probleme löst. Zum Beispiel die vom Revis, dass den dann individuell gerechnet wird. Also, das auf der einen Seite war eine persönliche Erfahrung, sowohl von mir wie von einer Reihe Leute, die bei Live eben aktiv waren, die Schwierigkeit an einer alternativer Wohnform wie einer WG zu Lützeburg, das so zu wohnen, noch proprietären zu verzeichnen. Und dann haben wir eben Möglichkeiten gefunden, für das ernst zu machen. Und dann, als der war recht losgegangen mit der Entwicklung vom WG-Projekt, den dann aber ganz stark war, innerhalb von 5 Jahren sind wir 450 Leute an unseren Wohnungen leben. Das ist ein Teil, wo wir lohnen, den größten Teil haben wir gelohnt, da verlohnen wir weiter, so wie es der Intro erklärt ist. Wir haben die letzten 2-3 Jahre viel mehr auch geguckt, dass wir Wohnungen permanent kaufen, durch auch Subsidien vom Ministerium du Logement ist das möglich, dass sie permanent an einer Abordabilität sind und dass man dann nicht mehr davon aufhängen, ob ein Proprietär seine Wohnung zurückhält oder die Loyer vielleicht will adaptieren. Und wir können auch selber gucken, dass die energetisch saniert wird. Aber bon, just dafür zu sagen, aber die 450 Leute sind aber noch nicht alles Leute, die überzeugten WGler sind, sozusagen, die unbedingt gemeinschaftlich wohnen. Ganz viel von ihnen haben einfach gar keine Alternative mehr. Wir haben mit dem Projekt wollen wir schon die Valore von Solidarität, Responsabilität, Autonomie auch vermitteln. Und wir denken noch, dass wir darüber die Valore noch mehr an die Gesellschaft bringen, wenn die Leute Möglichkeit tun, an ihrem Alltag, an ihrer Wohnsituation das zu leben, dass das sich dann auch mehr an eine Gesellschaft drohen. Was wir haben eben noch, und das machen wir auch, gell? Wir haben aber festgestellt, dass das nicht primär die Motivation ist für jede die bei uns wohnt. Und dann ist eben, dann eben Sachen an Platz setzen für das aber auch die Leute aufzuholen, wo sie sind, und da vermittelt zu kriegen und aber eine möglichst qualitativ Wohnsituation zu schaffen, noch wenn es nicht immer aus freien Stücken ist, wird dann eben die Realität laufen als ein Projekt ist, dass das nicht bei jedem eben eine Chance ist. Dazu kommen wir auch noch, also merci auch für die Vorstellung schon von der Live-ASBL. Ganz viel sich aussetzen möchte auch Bauernhaus ASBL, ja. Vielleicht mal dann Becker, wie hat Bauernhaus ASBL oder auch dir das Problem initial wo geholt und wie hast du die Bauernhaus ASBL beim? Also Bauernhaus ASBL, wir sprechen von partizipativ Wohnen 50 plus. Wir so no 50 Richtung 60 ändert bei vielen Leuten am Leben, dat Familienstruktur ändert, geht raus als eng Berufsleben. An dem Moment nämlich so angebunden, sozial a familiär, an Bedeutung von der Wohnung get eng einer. Bei sind da viel, die das schon ein hoher Prozentsatz von Leuten, die proprietär sind. Viele Leute sind an dem Moment proprietär von einem Haus oder einem Appartement, was groß ist. Am fortschrittenden Alter, also Fortschritten so nur 60, wenn ihr guckt, von den Hauptproblemen beim Alter ist bei vielen Leuten da lang sind, sich nicht angebunden, viele fängen Probleme an, von nicht mehr so mobil sind und so weiter, und das Risiko von Vereinsamung, das ist ein Problem, wo die mir geguckt haben, aber wo wir gesagt haben, viele Leute wollen nicht so lang wohnen, sie wohnen auch viel zu viel mit der Karriere und sie wollten schon wechseln. Und wir waren da eine gekippt, wo wir eine ganze Reihe so Senioren-Wohngemeinschaften an Ausland gucken gegangen sind. Das heißt, das waren immer Appartementer, wo ihn eben seinen Raum reduziert, wo ihn Gemeinschaftsraum hat, wo ihn sich auch andere den hilft.
Dat mein Gemeinsflot Idee fand wir hatten eigentlich auch die für Datei zu Lützburg umzusetzen an mir sie schon seit 7 Jahren am Gang zu sichern für das gut umzusetzen. Wir hatten auch Logementsgesetz studiert, wir hatten eine gewisse Begeisterung, das wir vielleicht weh für zu gehen. Weil wir wollen nämlich proprietär sein, mehr lokatär. Wir wollten auch da haben wir viel darüber diskutiert, weil man der Mentalität sind vom proprietär sind. Wenn wir sind überzeugt, dass den nicht muss proprietär sein, aber den könnt lokatär, aber wir wissen auch die Idee vom wir schaffen auch unter Idee von der Kooperativ, dass den eventuell societär wird von seiner Wohnung, was auch alles viel mehr einfacher ist von den Krankheit stirft, was für Tierschaften und so weiter, wenn an einer Seniorenwohnung eng eitel geht, also natürlich viel mehr einfach bezahlt die Kiloye mehr oder per Familie kriegt Paaren zurück. Das sind am Anfang Ideen, die man am Gang sind zu entwickeln. Was den Herr für Druck so tut, wir merken, wie schwer das die Wessel für wenn ich verkaufen, wir fanden keine so Residenzen für zu lohnen, für zu kaufen, auch wenn man nicht die Leute sind, die an einem Logement abordable auf froh kommen für zu wohnen, wenn man eine Pension haben, die mir heiß ist. Das ist einfach enorm schwer für die Strukturen zu finden. Und dafür machen wir hauptsächlich Überzeugungsarbeit. Die Überzeugungsarbeit will man machen bei den Leuten, die zu groß wohnen, und nicht ganz glücklich da sind, und eben bei den öffentlichen, bei der Gemeinde, beim Staat, und wir sichern noch neue Ideen. Die kriegen wir vielleicht nur auch noch. Das war ein wichtiges Wort noch genannt, Kooperativen. Vielleicht, du mal heute Expertin heute zu Mengeriert zu sitzen, war das eigentlich ein Kooperativ in dem Bereich? Also, du musst mich bremsen, wenn ich zu lange schwatze. Wenn ich beschreibe, was die Kooperativen dann da gehen keine Grenzen mehr. So muss man ein Kooperativ aus einer Societätsform, zuletzt unter dem Kürzel SCOP, also so wie ein RAL, eine Société à Responsabilité Limitée, also ein Kooperativ, ein SCOP. Wir haben Skoppen, Kooperativen zu Lützeburg, wir haben ja viel, teilweise bauen wir ein Kooperativ, wir haben Energiekooperativen, wir haben, es gibt ein Kooperativ, die ich immer will erwähnen, weil es eigentlich enorm viel Arbeit gelesen hat, mit die haben leider nie ein Projekt realisiert. Am Endeffekt ist der Unterschied, wenn ich ganz juristisch gucke, ist der Unterschied zwischen einer Skop und einer SRL. Erstens, dass bei einer Skop Dundela variabel sind, das ist ganz wichtig. Wir sehen einfach, okay, wir kriegen immer neue Membres oder Associés bei, aber wenn der ist verlassen, dann geht nicht den Wert von unseren Paaren herab. Und das andere, was wichtig ist bei Kooperativen, ist, dass jeder, egal wie viele Paaren in einer Kooperativ wird, Stimmrecht wird. Die ist bei einer SRL, also wenn wir jetzt so eine Firma halten, dann hat 40%, und du 51 kannst du ja alles bestimmen. Das ist bei der Kooperativ nicht so. Für was das dem Modell am Anfang sich so gut egent, wenn man über Wohnen schwatzen aus, weil du bist in die Richtung geht, was den Antoine wieder gesagt hat, sich nicht auf einer, also nicht an der gesamten Sozietät, eben an einer Gruppe, die ist für ein Kooperativ zu gründen, die sich Leute zusammen, die gründen die Firma, sie dezidieren gemeinsam auch, wie sie ein Statut und so weiter und so fort. Und dann baut am Anfang die Firma das Wohnprojekt. Und die Leute, die Associé oder Member von der Kooperativ sind, denen Wohnrecht an dem Projekt, an dem Marktbestimmungsrecht, mit denen gehört nicht hier Wohnung. Das ist schon mal so den ersten, dass so eine Zwischenentität ist. Der zweite ist, dass zu Lützeburg eben kann ein Skop, wie alle anderen Societäten auch, ein Asias gehen, das ist am Anfang, dass sie ohne But de Lucre funktioniert. Aber wenn das so ist, da kriegen sie auch Subsidien vom Staat und so weiter und so fort. Und am Endeffekt ist das dann irgendwann so geregelt, dass das nicht seine Wohnung, das heißt, die Wohnung kann ich nie verkaufen, du musst dann schon alle in der Kooperativ auch verstanden sein, dass das ganze Projekt verkauft gehen und dass sie nach einer gesetzlichen Rahmenbedingungen zuletzt die dazu beitragen, dass sie am Anfang die Suchen dann nicht kann sich selber ausbezahlen. Das heißt, Kooperativ ist ein Moyen für kollektiven Erfolg, für den eigenen Membern bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, den über Dauer immer bezahlbar bleibt
an den sich sogar mit der Zeit kann vermehren. Das ist aber ein bisschen ein komplexen Drück. Das gesagt viele Maus, also Gedanken kooperativ zu richtig man gerne nennen, die ist 1916 gegründet, von 15 Membern, die haben heute bald 6.000 Wohnungen. Also der Tisch, da gehen immer weiter neue Projekte gebaut. Ja. Das war ja eigentlich nur ganz kurz, also merci. Okay. Gary, wenn dir das hört, ein WG aus dann auch ein Kooperativ, mir nicht all Kooperative so ein WG, mir nicht all WG sind Kooperativ. Das heißt, bei der Läufer als BL wäre du ein bisschen anders dann, oder? Ja, also, ja die zwei gehen, bei den zwei sie Leute irgendwo zusammen organisiert, aber ein Kooperativ muss nicht an WG-Form zusammen wohnen. Das kann genau. Du kannst als Kooperativ kannst du ganz Haus zusammen wohnen, jeder hat seine Wohnung. Okay. Du kannst nicht WGen innerhalb von dem Haus gehen, aber können auch Duplex und Triplexe gehen für klassische Wohnformen zum Beispiel. An eng WG kannst du auch eine Form von Kooperativ abmachen. Wir haben en effet sind wir eng ASBL, wir machen das nicht als Kooperativ, weil dadurch Demos noch gar nicht so weit fortgeschritten war, die die Zählung gemacht hat, die hat ganz viel Klarheit brucht, auch am Zusammenhang beim Minister du Logement, wenn die Finanzamenter sind Sachen an den letzten 1-2 Jahren klar gehen, für das auch Kooperativen, also SISen, das ist dann zweiten Niveau, legale Niveau, Société d'impact sociétal, dass die auch können von der Subsidie vom Minister du Logement profitieren, für bezahlbare Wohnräume zu schaffen. Nicht alle Société kooperativ muss aber bezahlbare Wohnräume schaffen. Mehr als ASBL sind sozusagen an einer anderen Demarche, wo mehr die Wohnräume sozusagen schaffen und dann gëtt bewohnt. Gëtt bewohnt hauptsächlich in Form von Wohngemeinschaften, aber auch nicht nimmen. Also muss ich noch so, je nachdem, wer der Proprietär subit von der ein Appartement, das man denkt, Zimmer, machen wir kein WG mit draus. Wir holen nicht aber weil wir ganz viele Leute tun, die wirklich ob da sich sind wohnen, und noch weil wir zum Teil als WG die Leute, die an einer WG wohnen, an Anfang nicht wirklich an einer WG wollen wohnen, dann entstehen halt so Konflikte und dann hast die Lösung halt du eben ein Relogement an einer Situation, wo die Person nicht mehr an einer WG ist, dann geht es dann nur wieder besser, aber du fährst da doch wichtig für uns. Da kann man nicht wirklich eine ganz umfassende Karte, für das möglich auch geht, eben nicht gemeinschaftlich wohnen dann und aber man merkt, dass nicht das richtig, das ist wirklich eine richtige Gestion, eine Gestion sozial dann du ja. Drin. Ja, also wir haben an dem Sinn wir haben wirklich eine Gestion, die von A bis Z geht. Also die Grundidee am Anfang war mehr als SPL die WG gerieren. Da fällt dann dass der Proprietär mehr sicher, dass er seine Leute kriegt. Obwohl du kann vorstellen, dass das normal ist, dass er dafür muss sorgen. Das wird ja auch gesetzlos so geregelt, auf eine andere Art und Weise. Darüber kann ich diskutieren, mit kriegt den Proprietäre mehr einfach überzeugt. Die Lokatären können, wenn du ein WG hast, du musst aber immer auf irgendeinem seinen Namen Duschluss machen. Also wenn du nimmst den Internet oder bei der Gemeinde oder so. Wenn das gerade plönnert, da fängt der ganze administrative Batterklang an, für das alles umzumelden. Allein der praktische Vorteil hat den dann, wenn das über das SPL lebt. Das SPL möchte so die Konten, Chargen gehen abgedeelt, und wir haben auch verschiedene Solidaritätsprinzipien angebaut, dass nicht die Leute, die gerade den Moment rappeln, wo die Energiekosten und Blut gehen, wie man das gesehen hat in den letzten Jahren, dass die Kuh nicht ganz allein holen, aber dass es ein bisschen ein Gemeinschaftskäse auch allein gibt, weil an einer WG nie kann eine Charge pro Person, also eine Konto pro Person. Und dann zusätzlich schon mal dadurch, dass wir die Entwicklung hatten, die ich beschrieben habe, nun mal eben ein Service de bonne gestion des Maisons, wo wirklich ein bisschen so die Referenzperson ist, für das einfach zum Teil Sachen, die vielleicht für mich, für uns, für viele Leute offensichtlich sind, dass sie die einfach noch können wiederholen, wo nicht immer so klar ist, wie das lebt, für das Haus gut erstand zu halten, wie ihr Luft, wie das einfach gemeinschaftlich hinkriegt. Du hast jeder auf einem anderen
Stand von Information, von Bewusstsein an du gildet der auch zu Summen zu bringen. Das ist ein Element, der bei einer Wohngemeinschaft dabei könnt, was vielleicht bei einer, von den du eine Familie lohnt, ernst das. So. Und dann haben wir auch ein soziales Service, den eben du auch nach mehr individuelle Begleitung möchtest, von Situationen sind, die an denen spezifische Lebenssituationen mehr schwierig sind. Am mehr hun nach zusätzlich, weil wir à la base eine Umweltorganisation waren, also auch gesagt, bei mehr 80 Häuser hun die mehr können an engem Sinn bestimmen, so da wollen wir doch ökologisch gucken, was wir da können machen. Am Sinn von du ein Projekt am Umweltministerium für Balkonsolaren Laren zu installieren, für das Geld mehr Biodiversität dran zu bringen, an die Deel vom kollektiven Lebensraum zu machen, für einfach Usage anzuspuren, für Proprietären zu überzeugen, vielleicht den Speicher oder den Keller zu isolieren. Das sind dann noch Möglichkeiten, die sich als Orgin haben, an die als ein Bütsozial entsprechen, und mehr dann noch umgegangen sind. Also auch also auch du ganz umfassend dann gibt viel Probleme, an denen sich muss stellen, wenn ich will Wohne möglich machen, das heißt man am Wecker, die werdet gemerkt bei der Bayernhaus aus geht nicht durch ein Haus du hinzustellen, da wollte Leute zu finden wie ich finde erst nicht verstanden ich wollte einen Stopp reagieren, dass wir als Gemeinschaft wichtig ist. Wir sind ja alle guten mittlerweile verschiedene sind dabei an die 70 Zeit geht es ja an für gut zu gehen als wichtig dass den angebunden ist dass den sinnvolles nach mischt am Leben da den Gefühl hat da die Projekte hat an dafür schenkt Eis dat Wunden ob ein kooperatives oder so von engem Residenz wo lohnt dat ficht das dat Gemeinde also für äußerst ficht die Gemeinschaftsreim hält so an ennger Seniorenwohnungen wo man auch gucke gehen für wirklich Nachbarschaftshilfe nicht nimme weil dat gut aus für gut Ärzte gehen mir auch wenn man Tourismuspyramid gucken halt zu Lützeburg sind wir absolut kein Pyramid mehr sind Pilz an sie Leute die an die Dress mir hun Leute die über 60 sind das sind da so viel wieder die an die 30 sind mir just an der Mitte Bauch die zwischen 50 also du haben wir gewisse Bauch dafür als bei Pensionsdiskussion nach nicht so akut wie vielleicht rund im Ausland wenn man du viel Leute tun die schaffen mir hun aber ein Problem dass man wenn wir 90 schon natural gehen wie versucht ist wir mussten uns selber versorgen und ich denke das ist eine immens wichtige Sache für sich dafür muss man viel mehr solidarisch Sachen entwickeln und ich denke dass wir doch als den Generationen noch Apps müssen vier Menge Meinungen nur Eisermeinungen nur Apps muss vier leben was bis verloren gegangen ist wir sind an einer immens individualistischer Welt und dafür schenkt es wichtig, dass jeder behält sein Privatraum entdeelt, aber semi-privé für verschiedene funktionelle Sachen. Und kann ihn eben zu summen, hat ihn oft viel mehr Projekte, aber wir können wirklich mengenlich auch als Senioren nach der Gesellschaftssache bringen. Und ob das dann eine Kooperative ist, als eine Idee, ist aber auch nach dat öffentliche Hand, also dat Gemengen oder der Staat so Wohnungen zur Verfügung stand und dat fördert, weil irgendwann können wir an einer Servicegesellschaft geben, die alle nämlich versorgt. Wir können nämlich versorgt geben, weil sie kein Leid für uns zu versorgen. Also wir müssen also uns festsetzen an neue Modellen entwickeln, das ist auf jeden Fall als Meinung. Ich hatte Menge Ummoderation so gehen alternative Münder kurz begehen schon mit die Schengen aber auch nicht immer so einfach umzusetzen sind die Schengen schon ein bisschen in Hick zu gehen ein bisschen holprig Fleisch die öffentliche Hand hat nicht so immer ganz im Schirm wie dringlich das oder ein provokativ froh vielleicht profitiert die öffentliche Hand von ein bisschen so bleibt wie das muss du als steile These stehen wie hat die da lieft oder auch selenieren ihre Arbeit hast dann du ein großes Openhead für du Changement zu bringen für das gemeinschaftlich das partizipativ Menofir zu bringen oder du wirklich handfast Holbrüschzeiten erlief gehabt also ich meine das wichtig dass ich denke ganz kurz ein Klammer abmachen weil das man da aufgefallen ist auch bei der Folie im Gary gestaltet ist muss ich immer nach Schäden zwischen 100 Menge dies Wohnformen a Wohnmodeller genannt,
wenn man von Wohnformen schwatzen, da schwatzen man drüber Hummer Gemeinschaftsraum, also intergenerational wohnen, also dann WG, also mir schwatzen am Anfang über wie man zu summen wirklich wohnen. Aber man von Wohnmodellen schwatzen, da schwatzt man drin, wem gehört der Wohnraum, wie sind du also aus deiner Proprietät, aus deiner Lokation, aus deiner Lokation abordable, aus deinem Kooperativ. Die Stadt sind die zwei verschiedenen Sparten, an denen man es bewegen. Die funktionieren halt so gut, man denen, weil das war nämlich das, wo ich, also wo Beinhaus ist, bei mir kam, war, wo ich ganz spannend fand, dass eben, die hat das schon angeschnitten, dass eben am Endeffekt nicht so einfach ist, so ein Projekt wie hier zu realisieren an der Proprietät. Weil eben, wenn Leute dann sterben und die verirren hier Wohnung, da können die Irren ja mit der Wohnung mal was sie wollen. Sie können die verloren, wie sie wollen, sie können die verkaufen und so weiter und so fort. Das sind dann zum Beispiel Sachen, die man mit dem Wohnmodell kooperativ an den Griff kriegen. Das ist aber nicht, dass ein Kooperativ irgendwie gehen muss. Es gibt sogar historisch für Kooperativen, die haben ganz, wie man das zuletzt eine City gebaut. Das ist für jeder seine Inselhaus hat. So. Sorry, die Klauen schenken wir uns mal. Für Hummer, das wie das die Experten wissen, auch mal das Deal. Du hast gefreut, wenn es der öffentliche Hand. Ich hatte mega Chance. Also, ad hoc, die einzige von Kooperativ, die im Moment zuletzt beschwören, die aber ihre Projekte nicht konnten realisieren, die hatten sich 2016 gegründet. Und da gab es viele Hürden, die sie nicht konnten überwinden. Wir wissen nicht genau, worin es leid. Du gehen verschiedene Pisten dafür. Mir davon aus meiner Meinung nur, dass zu 14 Jahren einfach die Krisen nicht so schlimm war wie heute. Ich hatte schon im Dezember 23 meine Defense gehabt. Ich war kurz drauf beim Ministerium. Meine Forschung 4 Stellen, sie waren wirklich open, natürlich das ist Zeit, das ist immer Zeit. Das auch Zeit zuletzt auch und wer mich kurz sind, das aber Zeit. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass das Ministerium am Moment wirklich alle Lesungen hält, die du hast. Das meine ich schon. Wenn das war für ein paar Jahre, du musst du andere Leute fragen. Wir gehen mal dann direkt froh weiter. Auch Gary, wie gibt ihr darauf Antworten? Also sich vom WG-Projekt also auch so, dass es eine ganz große Ouverture gibt vom Ministerium du Logement ist. Es gibt mittlerweile auch eine ganz große Ouverture von den Proprietären. Also das war durch eine Menge persönliche Erfahrung hat, dass der Ball kein Proprietär fand, den einer WG etwas verloren hat. Das ist heute nicht mehr der Fall oder nicht wirklich so das größte Problem. Das größte Problem für Hürden ist am Moment, also die letzten Jahre, das sind Gemengen. Du kannst ihn aber auch nicht generalisieren, das ist nicht allgemein wie die anderen, weil allgemein hat verschiedene Gegebenheiten, verschiedene Majoritäten natürlich, aber das ist auch mal nicht immer just eine Frage von Parteien. Es wird zu Lützeburg, meine ich, also ganz stark eine Frage von Normalität. Dafür merci dem Antoine für sein Intro. Weil die Gemengen zum Teil einfach die Idee zu Lützeburg besteht, dass es enger derweise gibt, für zusammen zu wohnen, dass es doch Minimum Surface gibt, die es braucht, laut verschiedenen braucht auch eine Normalität punkto Auto, wenn nicht einen Stellplatz pro gewisse Person hat zu Lützeburg oder am besten mehr wie eng, dann ist das schon dann ist das schon nicht mehr normal. Und dann gibt es eben so viele Regeln an den PAG, die mehr oder minder explizit gemünzt sind, für verschiedene Wohnformen unmöglich zu machen. Oder ganz schwierig zu machen. Und da gibt es dann auch einfach auch eine Realität, mit denen die Responsablen der Gemengen konfrontiert sind, nämlich die von der Pression, die Logementsmarché möchte, die möchte, dass Leute, die Suche wollen machen, mit einem Besoin fundamental, den Funden eben ist, immens kreativ gehen, an die Gemenge responsabel dann zum Teil Regeln aufhören für das zu verhindern. Sie machen aber nicht, sie verhindern nicht just das, sie verhindern noch ganz viele andere Sachen. Also für zu so ein Phänomen hat Antoine auch schon beschrieben, dass Familienhäuser gekauft gehen oder gelohnt gehen, dann abgedeelt, gibt immer keine Stufen mehr haben oder weil einfach oder treiben wirklich auf dem Minimum von 9 Meter Carré gemacht haben. Und dann Reaktion bei den Gemengen ist dann,
okay, da froh eng Stellplatz pro Person, die man ummelden, sos melden man net méi wie eng Person wann se net familiär liiert sinn oder zu Erschwei die Vermeisgeschichte sind. Du musst intim liiert se fir können zu méi wie an engem Stot ugemeldt ze sinn. Dat war ein regelrechte Kampf, wo wirklich Protester waren, an denen er sucht, das nach immer kompliziert zu Ash, also sind nach immer groß Hürden zu Ash. Do noch an andere Gemengen. Ich gif so sinn eng Reihe eng 10 Gemenge, wo ich kind opzählen, die wirklich aktiv Hürden hunn, mat den méschen andere Kride geschwaart, mit dauert einst du awer Wochen oder Main bis Kleid ugemeldt huet. An du spiele ganz viel Faktoren mat. Du spielen mo net nëmmen Gemenge responsabel, mat einst durch Noperen, die dann se schon enger Dürfgemeng melle, ja, wat wen ass die Frau, die du an den Flipflops kann op de Bus bringen, dann frest wat geht de Stadt so, sie wohnt und sie kann schon mir kann, sie bringt op de Bus an dann sind aber Gemenge responsabel, einst du wirklich beabflusst vun so Leid, die dann alt eingesessen sind an irgendetwas außerhalb von normalen Oliven an dat beabflusst einst du méi Decisionsprozesse wie das eng Mam mat Kant kein Festfundsituation huet voilà, du sind heinst du Präoccupationen, die mehr dann net immer können novollziehen. An Kinderregelle gemacht, die am Fong mehr sind am Fong Partner vun de Gemengen 4 Grad gehen die Schlofhändler 4 zu go, die ihr Maximum aus engem Haus rausschloe wollen an noch zum Deel net no Sicherheit, no Feiersicherheit, no all diese Sachen net gucken, mehr gucken nur diese Sachen, mehr garantieren, dass es bezahlbare Wohnraum ist. Und dann gi mir aber von den Barrieren, diese 4D abgestalten, gi mir auch blockiert. Und dann also teilst du, wann dann eng Gemeng net seht, mir man eng Derogation pour Utilité publique, wat an all PAG als Möglichkeit besteht, dann as dein verschlechte Wëllen. Und dann mehr Wëllen, die am Leid empfanget bei uns wohnen hun fir krass zu so. Und das auch eng Realität. Mechen zu bis eng Lesung fand, dat geht aber, dat kascht ganz viel Zeit für die Verzechung so bestutze licht. Also merci auch für die Abblick an neben Prozesse, die do mat spielen. Die wollten auch etwas von der Gemenge so. Wir hatten an der Sequenz von Eise Konferenzen der Beschmeester von der Gemenge Niederranven als ein Gemeng diese Reichers, die vielleicht so große Prozentsatz huet vor Leid, wo wirklich stark Wohnings no das mengench moll also so nech los dat hun net no kontrolliert. Me op alle Fall hunn sie een Projekt wo se bauen a wo en anderem auch 16 Seniorewohningen mat Ideen, die mir am Anfang der Gemeng nie dran fir Drnnen geschafft. Also du geschiet es an der Gemeng nie dran. Wir waren noch an anderen Gemengen. Wir verstehen auch, dass der Gemengen, wie zum Beispiel Gemeng Lützeburg seht, die sieht als nicht prioritär. Das verstehen wir ja auch. Ob eng gewiss Manier sie so viele Leute, die wirklich, also wir haben alle gute Wohnungen. Wir wollen als mehr große Wohnungen fort, aber wir geben die zur Verfügung stellen. Wir sind aber da, und dafür sind wir als Gruppe am Gange, einen Businessplan zu schaffen, wo wir am Anfang so ein Projekt wollen, also wir sind auch nicht weit, wir sind aber drin für das zu machen, wenn wir so eine Seniorenwohngemeinschaft, wir wollen nicht irgendwo länger als Senioren sitzen, wir stellen uns vor, dass wir an einem Wohnkartier ein Haus, wo dir und dir mehr als Senioren wohnen, weil wir dieselbe Rhythmus haben, weil wir, wo meist doch am Alltag zur selben Zeit daheim sind, dann ist vielleicht Projekte entwickeln oder was wir wollen zusammen machen. Aber wir wollen schon mit den anderen Generationen zusammen. Bislo sind aber, wollen wir auch nach Überzeugungsarbeit bei der Gemenge machen mit einem konkreten Projekt. Aber wo da vielleicht mit den Terrain kreieren, aber die Gemenge nicht der Bauherr ist, dass man dann ein Kooperativ machen oder so weiter. Das sind an sich Projekte vom Bayernhaus, die wir im Moment tun.
Also ich geht auch nicht langweilig, wie gesehen mal. Mir haben schon relativ viel geschwärzt. Ich hatte schon versprochen, es geht auch um Ehrfrohen und um Ehraussicht, um Ehrerfahrungswerte. Dort haben 4 Experten sitzen vom Thema, den Herr Baku, Madame Becker, den Gerrit Dieterich und Céline Zimmer. Das heißt, ich hoffe, dass ich schon froh mental notiert. Wir sind ganz offen für Anregungen, Kritiken, was auch immer ihr wollt teilen. Den Janik kennt man dein Mikro. Oder liest du den du Hanne, Janik? Guck schon. Genau, wie also was möchte man dir von der Theater frohen zu alternativen durch seine Wortmeldung schon? Ja, ich wollte echt eine Ergänzung zu dem, war das das Problem bei der ganzen Geschichte auch machen für die Projekte, die rumkommen. Ich selber 10 Jahre lang an den letzten 10 Jahren an der Thema geschafft und ich meine, eine große Sache ist auch die Benevolat, dass ganz viele Projekte starten mit vielen Leuten, die wollen etwas machen, die am Benevolat sind, die da neben ihre ganzen Lebenssituationen, die sie gerade tun, irgendwie machen und probieren, etwas auf die Beine zu stellen und alle guten Einzel probieren, sich durchzuwuseln und dass das etwas ist, wo man der Zeit eben immer, weil so viel Zeit an Land geht, so viel Wasser, der Biergeruf lief, von so einem Projekt gestartet wird, dass immer die Leute wechseln und immer neue Energie muss geholt werden, für überhaupt gemeinschaftlich etwas auf die Beine zu stellen und du ein bisschen die Leitung fehlt oder du sprichst Personen fehle für sich an dem Gewusel von den Gemengen, von der Politik, von all den Termen, an all den Regelungen, die Gott irgendwie zurecht zu finden. Und dass das für 10 Jahre schon hat man Projekte zusammengebracht, dass immer probiert gehen, eine Lützeburgische Plattform irgendwie zu machen, für all die Wohnprojekte bei ihnen zu bringen, für die Leute, die motiviert sind, etwas zu machen, für das irgendwo zusammenzubringen. Und es fehlt immer, weil die Leute schon so überfordert sind, mit ihrem Leben plus Benevonaten nebenbei irgendwie etwas zu machen, dass das nie abgeht. Na, das ist, du, wirklich also da geht enorm viel Energie drauf verloren, für sich wir haben mal durchzuwuseln oder als Gemeinschaft zusammenzufangen und das irgendwie probieren auf Beine zu bringen. Das meine ich für all die Einzelwohnprojekte, die über die ganzen Jahre am Land geht oder probiert zu machen, wo ganz viel drauf gescheitert wird. Denke als Supplement zu den Themen, die irgendwie schon genannt werden. Absolut, merci für Ihre Wortmeldung. Berliner, bist du noch dazu sagen? Oder heute nach Anna, bist du dazu sagen? Oder etwas Neues zu sagen? A4, ja. Madame, Lies kennt man mein Mikro. Das ist ja nicht. Mich gi interesseiere, woran er kooperativ zum Beispiel vom finanziellen Standpunkt hier plus ass wat bringt ze? Der hat fir do Leiit geschwert, die Ufangs 100 zu 15 ein Kooperativ gegrünnt und an no 100 Jo hun se 6000 Wohnungen. Wat das dem Modell vun der Kooperativ par rapport? Wir sind eine Gruppe Kollegen, wir hun ein bisschen ein Projekt wie Bayernhaus, wir so dass man nicht wollen an irgendein Altersheim sitzen gehen, dann wir besser. Wir sitzen zusammen und wir machen dann eben jeder sehr kleinen Wohnraum und dann wir sind auch alle Proprietären, wir hängen auch daran, wie finanzieren wir das, bei verschiedenen von uns kann er, verschiedene auch kein. Wie ist das Nummer am Erbschaftsrecht? Und für mich, also ich kenne ein Kooperativ, ich habe selber ein Kooperativ gegründet, am Wohnen noch. Was ist der Vorteil von der Kooperativ? Was kann Kooperativ mehr bringen? Wenn ich mit 63 in einer Kooperativ zu 5, die alle gut in meinem Alter sind, auf die Bank gehen und ich so, okay, ich bringe 10.000 €, was bringt Kooperativ mir? Kriege ich dann eine Prä oder was hast du wirklich konkret? Also die Frodlo klar aus der Position von einem potenziellen Member, ne, von der Kooperative, ja. Die Frodlo, okay. Also erstens ja, effektiv geht bei der Bank der Prä hält kooperativ ab, und nicht die Einzelleute, das schon mal ein Unterschied. Und da gehen eben die finanziellen Vorteile von, da muss ich noch eligibel sein, wo der Minister dann halt damit liegt. Da geht es den anderen Punkt, dass das schon geschieht. Mit einem Terrain zu Ballwald Süd von der Agora sind nach einer Gemeinde am Gespräch, dass am Endeffekt teilweise für Kooperativen, das müssen aber dann also meistens muss nicht als Erste sein,
dass ihr seht, okay, der kriegt den Terrain zu ganz abordable Konditionen, weil man einfach den Long-Term Impact von der Kooperative verstanden haben, aber weil wir wissen, dass du am Anfang der Wohnraum immer bezahlbar bleibt und dann sogar nach sich vergrößert. Von der, weil du so, wir sind zu 6 Kollegen, oder ich weiß nicht, wie viel das sieht, die können natürlich ein Kooperativ machen, so ich gesehen, wie gesagt, außer dass eben könnt Mord bestimmen, dass von von Erschgift stirben, dass die anderen können Mord bestimmen, wen da kann bei der Schule kommen, dass Regel können festsetzen, dass ein bisschen mehr Kredibilität für eine Bank hat, geht das nicht wirklich für den. Also für die Wohnungskrise schon, für erst persönlich, ich da mal. Also ich persönlich, ich bin Assistent sozial, ich 4 Jahre an der Pension. Wohnen war immer ein Problem. Also wir können x Modelle erfahren, wenn es just darum geht, dass ich Wohnung kriegen, aber nicht du, dann haben wir nichts gelöst. Aber für mich ist ganz klar, muss im Niveau Staat oder wirklich Kooperativen, die das Projekt holen, wie ein bisschen die alle HLM an den anderen auf Frankreich, wo man so okay, hey, wir holen uns das für, wir gucken so ins Kriegen und wir bauen tausende Wohnungen und dann haben wir einen Impact all der dann das just ich setze meinen Stängelscher do oder ich setze meinen Stängelscher do, aber also ich meine, ich kenne live ganz gut, wenn den einen von dem Zimmer kriegt hat, dann hat den anderen nicht. Gell? Aber nicht der private Proprietär überzeugen, mehr zu verlohnen, weil ich garantiere ihm den Loyer, aber dann hat eine andere Familie neben die zu zweit Mindestlohn hat, nicht kriegt. Das ist immer, da lesen wir nicht. Also am Anfang, so nicht immer so, wenn ihr dort kooperativ guckt, ist das so am Deutschen, dann ist das immer so ein Outil zur Selbsthilfe aus. Dass ihr am Anfang seht, gerade zu Lützburg, weil man eben nicht gesagt so mit der ASR, mit der Edela Pierre, dass sie sich selber seinen eigenen bezahlbaren Wohnraum bauen kann. Das ist immer ein bisschen so also auch den Titel von meiner Doktorarbeit, dass es eben so einen dritten Sektor braucht, den nicht wie der private Sektor, wie den öffentlichen Sektor, dass man so eine Ergänzung von einem Sektor, den zwar privat initiiert, organisiert, verwaltet, aber öffentlich subventioniert oder reglementiert. Das ist so ein bisschen so die Definition vom dritten Wohnungssektor, wo ich schon meine, dass natürlich ist es so, dass von der Terra hat, ein Gemeinschaft in Terra hast, du kannst viele Wohnungen drauf sehen und gewinnt eine Gruppe, den als Kooperativ, da gewinnt ja eine Kooperative nicht, das ist schon klar. Aber der Wohnraum bleibt einfach über die Zeit immer bezahlbar. Wenn die Leute rausplündern oder wie auch immer, da geht der Wohnraum frei. Und wenn ihr irgendwie Konditionen verankert kriegt, dass die Kooperative nur dem, wenn ihr darüber schwätzt, wie das mit den privat finanzierten Wohnungen ist, wenn du den Präbis bezahlt hast, und da geht aber weiter die Loyer erhöhen, dann entsteht hier Surplus. Und mit dem Surplus gibt weiter Projekt bezahlt. Der T-Shirt bleibt alles an dem Sektor. Und das ist am Anfang so das Interessantste, wo ich schon kann sagen, okay, das hat schon einen Impact, weil die echt Kooperative kommen, das wird schon ein paar Jahre schon etwas. Ja. Genau, ja. Was ich auch mich freuen, ist, wir schwätzen immer von bezahlbarem Wohnraum. Wie wird das normal oder wird das pathologisch? Wenn ich an eine Agence immobilière gehe, da sieht ein Agent Immobilier, du musst 3-mal den Montant vom Loyer verdienen. Aber wenn ich beim Staat gehe, dann schon 2 Mindestlöhne und ich bezahle 800 € Loyer, war das da normal, aber das ist pathologisch. Also ich meine, auch die Diskussion muss vielleicht einmal gefordert werden. Was muss ich können, was soll ich bezahlen, was kann ich bezahlen? Aber das Das gesetzlich geregelt durch das Gesetz von 2023 als den Term von abordable Wohnraum wir haben zuletzt bekommen für dich schon mal von sozialem Wohnraum so immer geschwert an den abordable Wohnraum als eben nur Revenu festgelöscht der Tisch so wie ein kennt es von der Logement am ganzen Sektor auch Gemengen an der Asperle müssen da du wenden respektive auch Wohnkooperativen. An der zielt trop hin, dass eben einfach das kein mehr wie ein Drittel von seinem Lohn bezielt für zu wohnen, bis eine gewisse Obergrenze für Revenu, die du hast, da bist du einfach gar nicht mehr eligibel für die Wohnungen. Das geht aber ziemlich weit zu Lützeburg. Also du kannst ihn aber schon Mittel verdienst du und aber nach einem bezahlbaren Wohnraum. Du fährst den Term für soziale Wohnungen noch nicht mehr an dem Sinn richtig, war doch gut ist für einfach dass EW sei bezahlbare Wohnraum schaffen, da das Wohnraum wirklich schaffen für aber
für mit von der Gesellschaft an natürlich auch die am schwächsten sind an die am nächsten hun an dem sind das geregelt und natürlich private Marche also zu Lützeburg nicht geregelt also es gibt ein Gesetz der für die private Marche gilt mir das erhierlich gehen durch ein Gerichtsurteil war am Anfang die ganz Philosophie vom Kapital investi auf den Kopf gehalten wird. Rago ganz gern das von den Sachen die mich passioniert sind an passionieren das Mann Thema ich muss aber schon noch so zu der Intervention für run natürlich möchte den Unterschied von ein SPL ein Gemeng ein Kooperativ ein Haus vom private Marche käft an dann abordable Wohnraum ranhält dann natürlich huet dann in anderen die Wohnung net konnte kaufen. Als Erfahrung als Live als aber dass se Merlo am hun noch immer dem Minister du Logement gesot an der Regierung gesot ze sollen du méi profitieren vun der Periode die global han da is et silo sovi Leute die kein Wohnung verkauf krit hun Welt Leute prenet krit hun. Da kann ich natürlich auch so ja an Hummerserver kaf an de Wohnraum Bezölgerberge hun Leute aus ihren Nievergangspreen rausgeholt op der enger Seite wat auch oft normal Leute waren an net Leute waren die 100 Wohnungen hatten an die ganz schwierige Situationen heinst du waren Nievergangspre den das gedt für Maximum Joer an waren Leute 3 Joer doran an hun Zinsefreck bezölt. Wa mehr den der Ka vun an energetisch sanéiert tun, dann mcht dat schon en ënnerscheet, wie wann die Wohnung edel steht die ganz Zeit. Das schon ein ganz konkreten Unterschied. Bei der Gestion lokativ sozial verstehe ich die Überlegung ja, wann die Ernst verloren gehen, Nennerscheet, dass das vielleicht mat Manner Revenuen se kann lohnen an den mat méi Revenue vielleicht nach einer Mekete werd fannen. Ganz konkret für Lützeburg huet awer de WG-Projekt dazu beigedrohen, dass sind 200 250 benefizierte Protektion international eng Wohnung von hun, die sos nach immer an de Foien quaiert wären, wo lo nach immer zuviel Leute, die am von Kinden am Wohnmarsche wohnen gefangen sind an denen Foien, wo sie auch über 600 € bezahlen all Mond für aber mal net ein Zimmer für sich zu hun. Dann mengen ich, dass der aber schon einen Unterschied gemacht hat, aber man dat die 5 Jahre nicht gemacht hätte, wäre die Situation, die auch schon desaströs am Moment, und es wäre noch mehr desaströs, wenn wir das nicht gemacht hätten. Und Marché fanden die Leute kommen, do bald gar nicht un, weil die Immobiliären, Proprietären, die haben den Choix, und die sichern sich Leute dann raus nur ihre Kriterien, und die sind laut Etüden oft rassistisch. Oft guckt no große Revenue geguckt und so weiter und so fort. Voilà. Dat ist auch do Gestion lokativ sozial awer ënnerschiet gemacht. Ja. Zu der Notion von der Abordabilität, also am Anfang se den 30% vom Revenu, der das international an diesem Diskurs, wo man so okay, was aber witzig ist, als das zu Lützeburg, du prele loi, die Logement abordable genannt gesinn, die mat staatlicher Hölle finanziert gesinn. Und dat war für mich immer schon so bisse so ein komisch Disbalance, dass ihr am Anfang seht, wann du privat so man werden einfach philanthropisch und will den einfach bezahlbare Wohnraum auf den Markt bringen, an der aber nicht mit staatliche Fördermittel bezahlt, dann ist das so Logement abordable. Und das ist am Anfang bisschen, also das ist interessant gewesen für mich auch für den Kooperativen und so weiter. Sorry. Also ich bin absolut kein Spezialist auf Finanzen und so weiter. Ich freue mich aber ich wollte für die Madame so also für uns, wir stellen uns vor, dass so eine Wohngemeinschaft 6 bis 8 Minimum und dann 12 bis 15 Leute geben an so einer, weil man so, wenn die Gruppe zu klein ist, dann ist es zu fragil, zumal an unserem Alter. Aber wenn es zu groß ist, dann geht es von der Kommunikation jetzt schwer. Was Finanzieren anbelangt, für was man von Businessplan schwätzen, weil man denken, wir dürfen nicht so klein denken, wir denken nicht für uns allein ein Kooperativ. Wir sehen uns an einem großen Projekt, wo eben eine Senioren-Wohngemeinschaft drauf wird, die auch abzahlen. Und dann hat man eine Konferenz auch von Leuten von Lyon, die leben seit 2017 an einer Kooperativ, die 17 Wohnungen, sie wohnen zu 18 Leuten. Und die haben neben dem, dass sie Paare bezahlt,
Frankreich einer Preis Gemeng Lyon hat in de Terran gehen an sie hat von einer Kaste retraité für ein To 0 so gelehnt krit an sie hatten eine Reihe von Leuten die dann gemacht die diese unterstützt tun die unterstützt tun an der das den Deal wo ein Joch drehmen dat vielleicht méch an ich denke der net so Senioreprojekt der net also so Projekt der wir net ze klein denken sos as een unbezuelbar das wahrscheinlich vielleicht sowieso unbezuelbar ich leben aber nach drin. Du hast noch ein Wort, oh, du schon zwei, du, den Herr bei der Fenster vielleicht für dich und dann der Julie. Merci, Liz. Schönen guten Abend. Ich wollte fangen, wollte ich nicht so mich mit dem Javelin so integriert. Weil ich schon 2014 hat mir die Konferenz am Movement Ökologique gestartet, die wird wir bauen eine Wohngenossenschaft. Und ich will vielleicht viele Sachen, die so und mit der politischer hat man sich die größten Erbisch war Überziehungserbisch. Ich kann mich noch erinnern beim Herrn Hansen, wo man eine Reunion hatte mit ihm, wo gesagt haben, wo ich ihm erklärt habe, dass Leute, die in die Wohngenossenschaft investieren, die investieren nicht für Rendement zu kriegen. Nicht Gag darüber gemerkt und ich hätte wirklich die nicht verstanden. Weil im Prinzip die Beauty von einer Wohngenossenschaft ist eben nicht nur 100 Jahre. Und wenn ich gesagt von Wien, weil 80% von Wien also ist relativ ist nicht ein Wunder mehr trotzdem als kostendeckend Miete. Dafür sind Leute einfach viel mehr tief. Also, und dann fand ich nachvollziehen und sich vielleicht für mich im Moment ist schwer zu den wenigen Leuten, die zu Lützeburg keine Immobilie hatten. Und das, wenn ich dann mit 50 Kredit bei der Bank kein Kredit, aber bei Wohngenossenschaft, die kriegen aber, weil sie in der Gesellschaft was kriegen, kann der ganze Kredit wollen. Das heißt, bezielt ihn an sich nicht mehr, ob das Kredit trägt zu wohnen. Und ich meine, das ist an sich Wohnkooperativ, an dem Sinn, als auch generationell, also intergenerationell, wenn ich bedenke, wenn all, ich meine, wie der Gary gesagt hat, wenn all die Wohnungen, die vom Staat finanziert werden, wenn die in Form von der Wohngenossenschaft gewesen wären, dann hätten wir große, riesige Park und Wohnungen mit kostendeckender Miete, wo man sich keinen Benefit zu machen. So, und freut mich an sich, dass es 4 Uhr geht. Merci dafür. Vielleicht ist eine Konferenz mit Peter Schmid von ABC Zürich, die haben du hast und das war nämlich an Carré Rotonde. Und ich gesagt, effektiv, das sind solche Bohren in dicken Brettern, was man mit Wohnkooperativ muss machen. Ja, den hast ja auch den ich weiß nicht, Präsident, Direktor vom Wohnungsbaugenossenschaftsverband an der Schweiz. Boah, ich wollte sich selbst so zu dem, was er gesagt hat, mit der Überziehungsarbeit. Das Projekt, von dem er gesprochen hat, aus dem von der Caritas gewischt 2014, ne? Ad hoc, okay. Okay, ja. Gut. Also, Demos, erstens, das, für was das lo funktioniert, oder hoffentlich funktionieren wird, als nicht nimmen, weil du eine andere Politik du hast, weil eine andere Situation du hast, mit das auch, wenn es der ganze 4 Arbeit, die eben du schon gelesen gehen hast. Das heißt, natürlich, wenn ich mal vorstellen, dass ich zuletzt Bescheid müssen anfangen, also oh, das geht heute noch nie, da wäre das eine ganz andere Situation gewesen. Mir weil das eben eine Talkshow gouf, aber weil das schon eigentlich halt auch am Debat war schon wirklich eine enorm viel Arbeit gelesen. Ich kann euch so nicht begleiten, die Kooperativ um Ballwald Süd, und wir holen den Erik und den Cedric und den Paul State zur Verfügung gestellt. Wir holen ihn zu eher als Statuten am Anfang. Das heißt, am Endeffekt, als die Arbeit nicht verloren, die war leider für erst nicht so fruchtbar wie vielleicht erhofft. Mit der hat der Grundstein gelöst, für erstens, dass ich mal an der Doktorarbeit überhaupt so weit kommen, und für zweitens, dass die Kooperativen, die kommen, es viel mehr einfach haben, wie der es hat. In dem Sinn, sonst mach sie und voilà. Ja, ich wollte vorhin live angefangen, Häuser zu kaufen. Das ist so, dass der Staat bezahlt 75% von den Häusern. Kann live oder eine andere Kooperative oder eine SBL
dann nicht higoen an Altheiser und machst die abkaufen an so eben quasi wie zu Wien ein Park schaffen, den für immer am abordablen Wohnraum ist, weil die 25%, die noch musste finanziert gehen, die sie aufgesichert durch die Leute, die bezahlt gehen. Nee an Dach das ist nicht gerade so einfach. Also die 25%, die muss mehr bei Banken Lehne gehen oder mehr fannen keine Leute sich aus, wo man suchen können eine Pfanne, weil Banken sind spätestens hinter der Caritas-Affäre ein bisschen wie kompliziert für Gelinde auszudrücken. Sind aber zwei Probleme bei den Banken. Den, dass das Gesetz von 2023 Sache anders definiert tun, der als SBL kannst du vierdrohen einfach de Leute so froh, dass die 25 die Mensualität von der Bank pro Monat gedeckt wird, dann ist aber nicht nur den Abkommens von den Leuten geguckt, der ist in den juste Revis hat gerade so viel zu bezahlen wie in den aber Mindestlohn also oder qualifizierte Mindestlohn hat oder so. Der Tisch die Ungerechtigkeit zwischen dem Fonds de Logementmarché an den ASBL, die als abgehoben gehen durch das Gesetz 2023, was positiv ist für die Lokatieren, außer sie verdienen viel, weil wir noch Leute an einem WG-Zimmer, wo bemol 1.000 € muss bezahlen, just weil man das Haus kaufen, weil die Person eben viel Schichten schafft, dann ganz viel möchte, dann die Familie statt Welt oder auch unterstützt an der Stadt das Gesetz wird im Fernsehen nur die mehr. Wann die Leute wann die Leute gehen dann nicht unbedingt durch pro Monat, der Staat kompensiert das, was da nicht durchgeht, und du kriegst am Anfang ein Rendement auf der Kapitalinvestie garantiert durch das Gesetz. Das Rendement geht aber an der Mensualität nicht unbedingt durch die erst 1 bis 3 Jahre, hängt davon ab, wie groß das Projekt ist. Und Banken, die rechnen das einfach knallhart. Und noch von denen mehr so, ja, wir haben aber die Liquidität all Monat, weil wir kriegen auch Forfait de Gestion, und ein Forfait kann ich benutzen, für was ich will. Wenn wir geriert kriegen, und wir kriegen Mensualität bezahlt, dann glaubt uns doch, wenn ich den Kredit hält, die 75% der Portpropre hat, da glaubt den nicht mehr, was Banken engem dozieren, aber die Realität ist aber die, dass eine Reihe Banken als 2,5% von den 25% frohen. Apport propre. Das heißt, wir müssen als unser Käse, die nicht unbedingt immens gefüllt ist, oder von anderen privaten Prämien, die wir auch Gott sei Dank aber schon lösen kriegen, von Leuten, die uns viel Vertrauen schenken, wo wir auch Mann Zinsen da müssen bezahlen. Daraus muss mehr dann in Apport propre leisten, an denen es irgendwann abgebracht. Das ist das ein Hindernis, wie man nicht einfach wie will können abkaufen. Das andere Hindernis ist, dass man auch Preise kriegen, die verkauft sind. Also wir wollen nicht all die Preise bezahlen, die Marche gefroht sich sozusagen. Und dann der andere Hindernis ist, dass die Lehen aber auch lang sind. Das Ministerium, das nicht, dass wir denen das Projekt rausschicken und dann die Woche trop mengen. Das wird von ihnen geguckt, sie gehen da in der Wie. Für da eine Konvention unterschrieben zu kriegen, dauert aber 2 bis 3 Monate. Und mittlerweile studiert die Bank nämlich parallel dazu das Projekt, dass sie, also parallel zu der Analyse beim Ministerium, aber sie warten, ob die unterschrieben Konvention vom Minister unterschrieben. Ich gehe nicht an alle Details, aber das hält seine Zeit. Bei der Bank hält dann noch eine seine Zeit. Und da sind wir oft bei 9 Monaten, bis wir bei den Akten gehen können. Das kann man machen an so Krisenzeiten, weil die Leute nicht anders verkauft kriegen. Aber auch dann, also die ganz viel Druck für uns als Responsable von der SBL, weil ein Proprietär, der will verkaufen, den hat Plan, den hat eine Lebenssituation, den hat vielleicht einen Übergangsprä. Du siehst die verschiedenen Situationen, dass vielleicht eine Person, die ist Ehler, die ist vielleicht sogar, wo die Familie sich sieht, wir wissen nicht, wie es weitergeht, ob man danach kann nach Schreiben kommen oder ob die Person überhaupt noch lebt. Das stellt dann ganz viel Fragen von Plus-Value, hier und da, sodass ein enormen Druck auf uns als benevoler Leute, die am CA sind von der SBL. Aber auch den Druck ist natürlich groß, weil wir OBQ ganz viel gemacht haben. Ich meine aber, und das war auch als Initiative, dass wir die eine oder andere Formation gehalten haben, nur für anderen zu weisen, wie man das machen kann. Natürlich sind wir dann auch immer dabei, dass die Zivilgesellschaft da bestimmt vom Staat anfangen. Also in den Gemengen an dem Staat das zu machen. Von die 100 Gemengen das machen, was mehr gemacht haben, dann hätten wir
dann hätte man schon ganz viel zu Summe gekriegt. Aber an Stadt Lützeburg, die ist wirklich nicht, die gar keine Excuse haben, weil die haben Reserven, dass die Gemeinde die am meisten suchen auf der Seitline, die müssen keine so alleine gehen. Voilà, das sind die Akteure, die müssen etwas machen. Jedereen kann sich zu einer SPL zur Summe setzen und ich kann gerne erklären, wen das möchte. Und wenn jedereen sich zu 3 zur Summe setzt und Projekt nicht mehr möchte, das ist auch ganz schön, ein Haus zu kaufen, zu renovieren, SAGs mit dem Konzept, wo ihr will, intergenerationell oder Senioren oder dann haben wir aber an den 2-3 Jahren oder vielleicht sogar mich schnell, kann ich auch Pferdehäuser kaufen, Wefen oder Häuser, die fertig renoviert sind. Dann hört ihr ganz schnell, kann ich aber Wohnraum schaffen. Also die Grundidee, die passt, also die sind wir absolut einverstanden und die hat uns auch gepackt als CA. Voilà, muss ich aber auch gucken, was das möglich ist, wie kann ich Schritt für Schritt machen. Und muss ich am besten so viel wie möglich Akteure gleichzeitig auf die Schiene bringen, für aber auch ein bisschen Verantwortung zu verdelen und nie denen, die gewählt sind, für Verantwortung zu verholen, ihre Verantwortung komplett wegzuholen. Also so nicht, dass denen alles so lieber los sind, aber das aber auch mal primär und denen dafür zu sorgen, dass nicht wie schon heute von einem Fall hören zu Betzter, wo eine Frau, die eine Invalide Rente dann erkannt wird, nur 5 Jahre einfach mal für ein Tier gesagt ging, dass wenn eine Gemeinde so etwas möchte, dann verstehe ich ehrlich gesagt die Welt nicht mehr. An sich also die Gemengen die Leute zu relogieren, wenn sie rausgehört sind und nicht so rauszugehen. Merci für die Antwort. Dann wird Geologiefreien eine Aufgabe, sich zu 3 zu summen. Gary hat dann noch eine Konferenz, vielleicht kann Nora da helfen. Eng aner Frau du nach het wann lo bei den Genossenschaften hast du dann so, wann der abs Kafen an der Sof bezuelt, da kann den am Fong wirklich minimale Loie bezuelen. Heuerst de Loie dann awer immer geregelt op die 30%. Mewe lief dat da konkret of, wann der Häuser ofbezuelt tut an Leiit bezuelen eben nach immer eben soviel Loie das BLD dann weitere Wohnraumstierchen. Oder wer ist das geregelt? Ja, genau so. Also ab nur dem 20. Jahr kriegen wir keine Kompensation mehr vom Minister für die 25%. Wir kriegen die auf die 25%, die wir so müssen abbringen, die sind dann aufgelaufen. Wir kriegen aber noch mal die Leute nur Gesetz. Aber wir können sogar eine Subsidie kriegen, für sie zu renovieren, für sie immer Stand zu bringen, weil das wünscht sich auch auf, Verschiedenes am Haus. An alles, was dann als Plus da ist, das kann dann reinvestiert gehen. Das ist auch das, was mir absolut voll ist. Mittlerweile ist es so, dass mindestens 4 Jahre die Wohnungen muss an der Abordabilität halten. Das war früher 20 Jahre. Dann noch verschiedene Akteure darin verkauft, was problematisch ist. Und das wollen wir jedenfalls nie mehr, noch nur den Feiertschnitt. Aber wir wollen die Suchen dann reinvestieren. Und das braucht eben seine Zeit, bis wir da sind. Es gibt aber Akteure, die für eine lange Zeit da angefangen haben, in der Dach, SPL oder auch verschiedene Fondationen, die Wohnungen sind da und die funktionieren noch im Prinzip nur dem Prinzip. Die geben vielleicht einst um andere Risiken an wie mehr, die warten eben oft mal auf, bis sie eine Reserve haben, für dann nur mal Zinsen zu bezahlen durch den Sänger Prosch. Wir haben am Anfang mit 3.000 € angefangen, Gestion lokativ sozial zu machen. Und trotzdem haben wir mal le Preo gefragt, für ein Haus zu kaufen. Und voilà, und das ist dann so weitergegangen. Und du ging nicht mehr an. Und ich denke, dass die andere Alternative für das zu unterstützen, die aus der Zivilgesellschaft kann kommen, dass die zu gucken, wie können wir, die aber auch interessant wäre für Wohnkooperative, weil die erste Generation von einer Wohnkooperative hat es am schwierigsten, weil die gesagt ihren Äntere am meisten direkt. Nur direkt ab der zweiten Generation wird es sich aber auch so lohnen für die dann an Wohnkooperativ kommen. Und wir sind am Anfang mehr erfahren für das, den Effort, den am Anfang nötig ist von so einem Projekt, sowohl als SPL wie Wohnkooperativ, den irgendwie, das leitet ja Wolle von den Finanzen.
aber man gi eng Meigkeit fanne fir die Finanzen ze poolen an ze so hey, Platz dass Idre seiner Spurtes irgens verugelecht huet oder Spurbuch stoen huet Pole mat déi suen, die gi kegem verlor, me se ginn awer parallel agesät fir Wunerem ze schafen, dann hätte mor eng Alternativ. Die andere Alternativ wär woch einfach Normalitéit afrozustellen an afrozustellen, dat se Leiit Burdem besitzen an den u Waller gewënnt, an den dann soviel kascht vun den Häuser, wo man kafen, as e großen Deel oft de Wert vum Burdem. De Bayamphitheotik ass enger derweis fir dat frohzustellen man Burdem, fir dat ernstnecht unzugoen. méi wann Normalitéit déi ass, dat se mat Burdem ka ganz viel Sue machen, da sind déi, die de Wee vum Bayamphitheotik machen, déi ginn gesellschaftlech egentwo ofgehangen. An dann ass de Modell an engem se noch ongerecht, well wannste dann eng Bayamphitheotikswuning hues an deng Familiesituatioun changéiert fundamental. Und du kannst nicht garantiert an dem alternative Marche vom Bayamphitheotik Apps fannen für die Wohnsituation. Da bist du forciert, auf den Marche zu gehen, den dann vielleicht an den 10 Jahren Spreng gemacht hat, die du nicht matt gemacht hast. Und dann müssen wir am besten so mehr generalisieren, die Approche von einer Bayamphitheotik. Das gibt von kooperativen Situationen auch Licht drin, das gibt eben noch den Asperlen-Situationen auch Licht drin, das gibt ganz viele andere. Und das nicht an einem Land, wo dat Normalität so ist. Die Länder, die eine ganz andere Notion haben von Bodenproprietät. Merci dafür für die viele Erläuterung, das ist so wirklich mehr wie komplex. Die Leute, das noch Zeit für ein froh oder die sind mit Erwartungen heute nur wenn hier kommen, haben wir irgendetwas noch nicht erfüllt. Mit Logementskrise noch nicht gelesen, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Du hast noch eine Wortmeldung hier. Du hast noch, oder? Okay, dann versichern vertule, weil bis sie abgeregt sind. Wann sich mit der Geschichte vom Wunder zu beschäftigt, das ein konstant immer können, dass es quasi ein schon eine politische Kalkül ist, sozusagen so Eigentum als Wohnform zu setzen und zweitens eine spezifische Form von quasi mittelständischer bürgerlicher Klangfamilie zu fördern und so weiter. Und ich gebe argumentieren, dass die Stadt bis Haut fortzieht. Wie schätzt ihr das an? Dass besteht eine reale Chance, dass man der momentaner Krise sozusagen mir als Gesellschaft, also Lützburg Gesellschaft gezwungen ist, sozusagen innovativ Wohnformen auszuprobieren, für die Probleme zu lösen? Oder geht es da echt also die Schiene, dass die Schiene gefolgt, dass eben halt Zivilgesellschaft quasi mit den Problemen und Zivilgesellschaft delegiert wird, für gelöst zu gehen? War froh verstanden? Ja. Also politische Kalkül so weit gebe ich nicht gut, vielleicht gar nicht mehr Schnitt. Weil die schon so ist, dass die Art weiß, wie mit Wohnraum Kasur verdient gehen, da sind das kann als politische Projekt benennen. Weil ich aber meine, was echt, das was da gerade angesprochen wird, ist, dass man natürlich an der Industrialisierung der Zeit halt zuletzt die das politische Versprechen gemacht hat vom Egen Heim. Also so das war maximal ein Doppelhaushälfte, normalerweise ein E-Familienhaus, was einfach den Armester, dem muss versprochen, das war ein Teil von dem Versprechen, was du mit abkommst. Und die Typologie hat sich ja jahrelang am Anfang fortgesetzt als den größten Rahmen, als den Nonplusultra an, auch als die Typologie, die am meisten präsent war am Marché. Und das ist aber so. Antoine, du musst mal so, wenn es falsch ist, aber in 2021 im Recensement war die erste Kehr, soweit ich weiß, dass die Anzahl von den Appartementen zuletzt mehr hoch war wie die Anzahl von den Häusern. Genau. Der Tisch, das schifft sich schon. Meiner Meinung nach ist das auch sicherlich der Krise geschuldet, aber auch einfach der Art weiß, wie Lützeburg einfach als Bevölkerung konstant am Wandel ist. Wir nehmen ganz viel, Gott sei Dank, ganz viel neue Mentalitäten, die an Land kommen, an die das ganz gut nicht mehr so, schon ganz viele Kollegen, die aus dem Ausland kommen, für die erst hat okay so ein Rahmen, den 3 Garagen, nicht eine Garten. Das heißt, am Endeffekt manchmal auch, also sicher auch die Krise, mir auch das wird schon dazu beitragen, dass sich da typologisch, ob man es verändert. Antoine Pacou, je ne sais pas si vous avez compris tout, mais en fait la question est aussi un peu de votre domaine. Calcul politique, la crise actuelle, faites maison, qu'est-ce que vous en pensez?
Quand vous avez travaillé beaucoup là-dessus. Je peux essayer et tu corriges si. Also schmengen sind zwei Sachen zu Lützeburg. Auf der einen Seite ist schon eine gewisse politische Kalkül, wann in der Proprietät setzt. Du kannst auch ein Beispiel aus dem Ausland holen, wann wie Margaret Thatcher wohl unbedingt rumgewählt gehen, wurde Sozialwohnungen, die dem Staat gehört haben, auf dem Marché, also die Leute verkauft, die daran gewohnt haben. Was ja gut ist für die Leute an der Situation, weil da war an die Tüde weisen, dass eben Proprietäre nicht an die konservativ wählen. Es war aber langfristig für die Wohnungssituation in England, also desaströs, dass auch das, was in Deutschland geschieht ist, dass Wohnungen verkauft sind, also ja, verkauft sind sogar Marché, mal nicht und die Leute, die daran gewohnt haben, dass das, was an der ehemaligen Sowjetunion systematisch auch gemacht ist, wie diese Job gelöst wird, und das an Lützeburg hat nie einen immens großen Pool von sozialen Wohnungen oder öffentlichen Wohnungen, aber es war ein prozentual nicht hoch. Aber ganz viel öffentliches Geld, das sie während Jahrzehnten am Anfang an Privatproprietät geflossen. Auf zwei Art und Weise. Eine Art und Weise ist noch immer der Fall, dass die Logement, die sind genial, wenn in am Fall ist, aber ich war auch am Fall, aber am Endeffekt sind das öffentlich Suchen, die den Leuten ermöglichen, sich zu bereichern. Und irgendwann ist das hier Privatproprietät. Du kriegst all Monat so der Mensualität beigelöscht von deinem Prä, wenn du ein gewisses Niveau von Revenu hast. Aber wenn du irgendwann mehr Revenu hast oder mit einer Plus-Value das Haus verkaufst, dann geht das alles auf den zu den privaten Benefiz. Und wenn du das vergleichst mit andere Situationen, die ähnlich sind zu Lützeburg, zum Beispiel, wenn du Revis-Empfänger bist und du kriegst eine Erbschaft oder du gewinnst am Lotto, dann musst du all die Summen, die du je gekriegt hast, musst du dann zurückbezahlen. Auch wenn dein monatliches Revenu vielleicht im Moment noch nicht mehr hoch ist. Und das, wenn du die zwei Situationen vergleichst, dann ist das einfach nicht gerecht. Ja, weil auf der einen Seite kriegst du staatlich Summen, du musst zurückbezahlen, auf der anderen Seite kriegst du staatlich Summen, du musst ein Plus-Value da, du musst nicht zurückbezahlen. Du fließt viel mehr dran. Und das könnt du hier einfach, dass der Approach zu Lützeburg eben, die war politisch während Jahrzehnten, wenn jeder proprietär ist, dann haben wir keine Logementskrise. Die ist nicht abgegangen. Ich meine, das gesehen wir. Wir haben zwar einen hohen Prozentsatz von Proprietären, aber waren von den Edo-Logements waren immer die Leute ausgeschlossen, die keine Prä auf der Bank kriegen haben. Und die sind nicht immer gehen und die werden nicht immer gehen. Und dann ist es in engem Sinn, ja, also das Kalkül, ich meine nicht, dass das Kalkül war, für die Leute an Prekarität zu bringen. Das gebe ich noch keinem reprochieren, mit war jedenfalls nicht weitsichtig geduld und auf die falschen Prämissen gesagt. Weil auf der anderen Seite, wenn du 70% proprietären hast, dann hast du immer ein Ungleichgewicht zwischen Lokatären und Proprietären. Das heißt, die meisten, für allem Großparteien, die wollen gewählt gehen, die wollen ja viel Wähler haben. Und die mengen dann immer hier Politik so müssen zu machen, dass sie eben Proprietären da zufrieden sind. Und da gibt es selten den Unterschied gemacht zwischen denen, die einfach hier Wohnungen besitzen. Aber will man zu Lützeburg sie so und dann noch vielleicht noch eng zusätzlich Wohnungen für Pensionen oder so, einfach nicht, weil ich überzeugt bin, dass das ein Modell ist, aber das ist auch eine gewisse Realität. Und gibt nicht den Unterschied gemacht zwischen denen, die 40 Wohnungen, 50 Wohnungen, 100 Wohnungen, 300 Wohnungen haben. Meistens sind die fiskal sogar noch befürchtet, dass du mehr Wohnungen zu hast, wie die nicht mehr ihre eigene Wohnung haben. Und das ist dann das fiskal steuern, das ist so, wie ihn am Anfang politisch lädt. Und wenn ihn so politisch lädt, dann kann ich just so, dass es politisch Kalkül ist, weil da sind Prioritäten vielleicht. Da sind sie sicherlich falsch gelöst. Das heißt, und dann war dafür dann einen zu mobilisieren, den aber viel
immer auch zitiert gött van den Premierminister Jean-Claude Juncker jegens van se, dat sind Letzebäuer die Letzebäuer ausbeuten, dann huet eng Realität net genannt, nämlich dass het net Letzebäuer zu Lützeburg Kisi noch zu dem Moment net. Sommer hi wohl zu en Präsident sinn awer hab sei Schlötzebauer gewicht die proprietär waren, me sommer Präsident beute Resident auss war doch immer met Realität ass an dem sinn. Dann ass het och, dass der Politik hier auch eng Realität, eng Sozialrealität schafft. An en effet gleit an die Normalität vu wegen ich will de Maximum kree, wann ich verkaufen, ich will de Maximum kree, wann ich verlonen, ich will so man wie méich Probleme, wann ich verlonen. Dat Jo Politik direkt beabflusst. Das aber unter Politik Responsabilität zu hölle. Das ganz schwer vom Einzelnen zu erwarten, Responsabilität für das Kollektiv zu hören. Sie Kinder viel, die das machen, an dafür sie mehr als Gestion lokativ Sozialakteur ganz dankbar, weil ohne Idee hätte man sehr schwunige Männer. An genaner Formen dat ze machen, méi so kriet niemals so eng gros Kris wie zu Lützeburg changeiert. Dat kriet net mat der individueller Verantwortung geléist, die brauche noch, méi et Musegens waren muss de politische Courage dosi fir ze soen. Man muss Loie plafonéieren, man muss Degentum vum Burdem ernstnecht regulieren, man muss Gemengen obligéieren e gewissen To vun abordablem Wohnraum zu hunn, da christ op EQ 100 Gemengen, die Bemol mussssen aktiv gin. Dat den neue politische Kalkül, den eben Giftsituationen endlich ändern. Merci dafür. Ich weiß nicht, ob du auch schon auf Dauer geguckt hast, mir leider aus Zeit ein bisschen fortgeschrott. Ich wollte eigentlich ob sie gescheit Schlusswort so ich muss nicht sehen, weil wir viele gescheit Sachen schon hören, aber wir haben wahrscheinlich alle gut gemerkt, wie schrecklich komplex die Sache aber aus. Was den Noven lo brucht, ich hoffe, hätte ich genau der Brust, was man erreichen wollten, nämlich da demo kann, darüber nur denken, was das nach Gott, und noch wegen Problem gehen, aber wie viel sich da ganz eigentlich aus, aber wie der Garello zum Schluss sagt, da wir aber, also, wollte und der will ein hartnäckig zu sehen und sich irgendwie dafür anzusetzen, dass es Alternative gehen und dass wir alle davon Wette profitieren. Wahrscheinlich schon mal alle gut nicht alles gesucht, was man am Herz hatten, aber wahrscheinlich war das auch nicht die letzten irgendwo mal das Thema umgehen. Ich habe gemerkt, wir können in der Rangstunde weiter schwätzen. Mir für heute muss ich aber leider so, wir müssen Budlo auch noch zumachen. Das heißt, merci, dass ihr heute gewacht. Merci für eure Wortmeldungen, merci für Ehren, Engagement, merci, Monsieur Parcours, für votre Reflexion philosophique. An der Weiterbildung ist es immer ins Frieden. Ich habe gesehen, wir probieren Frauen, die soziopolitisch, philosophisch sind, umzugehen, auch mal ein bisschen mehr hartnäckig, vielleicht aus einer anderen Perspektive. Dafür gucke ich unser Programm und da gebe ich alle gute Frieden. Und wir hoffen, ihr Scheinecke zu begrüßen. Ich alle guten natürlich auch. Den Ofen das gefilmt geben. Merci danke dem Forum dafür. Ihr könnt auf YouTube und da könnt ihr alle guten das noch teilen. Kommt gut Themen, passt auf ihr Job und halt nicht auf hartnäckig zu sein und nicht anzusetzen. Vielmals merci dafür.